Everybody get your fucking hands up. Ja, moin meine lieben Freunde und wieder im Winterthur. Ich habe jetzt gerade vorne schon ein Video aufgenommen. Ich muss jetzt ein bisschen Videomarathon machen, wenn ich schon mal in Winter bin. Und heute ist ein bisschen so das Thema, wäre ich erfolgreicher mit Hochdeutsch-Video als mit Schweizdeutsch-Video. Ich habe da schon viele Videos darüber gesehen, wo die Alligatoro, Moilo, Natistal, keine Ahnung, es haben schon viele Leute darüber berichtet, über das Thema. Und ich habe letztens einen Podcast, ich bin relativ weit hinterher beim Privatschatz-Podcast, relativ weit hinterher, und dort haben sie auch darüber geredet, dass das ganze Thema mit dem Sparkojoten, wer den kennt, Thomas der Sparkojote, haben sie das Ganze ein bisschen auseinandergenommen, das Thema, und ein bisschen geschaut, hey, wie sieht man das so mit dem ganzen Thema? Und ich habe jetzt mal gedacht, ich tue auch ein bisschen meine Meinung rein. Oh, es ist so schön. Ich liebe es. Schau mal den Preis. 11 Rappen teurer als bei mir, das 95 sind. Also es ist so, ich habe ja, wie gesagt, schon mal auf Hochdeutsch Videos gemacht. Es war zwar nicht der gleiche Content gewesen, wir sind ja Let's Plays gewesen, und das war auf Hochdeutsch gewesen. Dort wenn man das jetzt so mit meinen Motovlogs vergleichen, bin ich dort richtig erfolgreich gewesen. Ich habe also was heisst richtig erfolgreich? Ich habe vielleicht 200-300 Klicks gemacht pro Video. Jetzt mache ich, wenn es wirklich viel ist, dann mache ich vielleicht 80, 90 so. Wenn es wirklich viel, das wäre für mich schon viel. Ist ja gleich. Und das habe ich aber über wahrscheinlich 5, 6, 7 Jahre habe ich ja oder noch länger habe ich ja immer wieder die Videos gemacht. Das heisst, man braucht schon mal eine gewisse, egal was man macht, was für ein Content das man sich ausgesucht hat, man braucht schon mal sicher mal 5 Jahre richtig intensiv, bis man mal irgendwie gesehen wird. Also richtig intensiv, und ich habe das ja nie intensiv gemacht. Ich habe doch keine Ahnung vom Ganzen, ich habe einfach so gemacht, wie ich das will. Wir gerade ausfahren, und der Thomas hat gemeint, es kommt schon mal nicht auf die Sprache. Wenn man jemanden feiert, dann feiert man das Format, das der macht. Gut, es ist so, viele Deutsche verstehen nicht Schweizerdeutsch, aber wenn man jemanden feiert, dann feiert man den Typ, egal ob der jetzt auf Hochdeutsch gewechselt hat oder nicht. Oder, also ich sage jetzt mal, als Schweizer sollte man eigentlich jeden feiern, egal ob er jetzt auf Hochdeutsch gewechselt hat oder auf Schweizerdeutsch gewechselt hat. Ich finde einfach, als Schweizer YouTuber ist das A und O, dass man Schweizerdeutsch redet. Logisch versteht jeder, der Schweizerdeutsch versteht, auch Hochdeutsch, klar. Und so könntest, wenn du auf Hochdeutsch machst, kannst du noch ganz Deutschland und ganz Österreich noch reinnehmen, dann hast du viel breites Publikum. Aber grundsätzlich hätten wir in der Schweiz genug Leute, die dich abonnieren können. Also wir haben in der Schweiz über 8 Millionen Leute, und von diesen 8 Millionen Leuten müsste es doch schon ein paar Tausend geben, die sich zum Beispiel für meinen Content, für meinen Content, fürs Töpffahren interessieren. Verstehen Sie, wie ich das meine? So ein bisschen, es müsste auch so genug Leute geben, die sich dafür interessieren. Die Frage ist halt, spricht man die Leute auch an, bleiben die Leute auf deinem Kanal? Und darum wäre ich mit hochdeutschen Videos erfolgreicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, so wie es bei mir gelaufen ist, also ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt erfolgreicher wäre mit hochdeutschen Videos. Und das Ding ist, für mich ist es einfach nur noch, ich habe mal ausgerechnet, wie viel, dass ich wirklich von YouTube, dass es sich wirklich lohnt, dass ich wirklich viel Geld überkomme, nicht mal 10, 20 Franken, sondern wirklich viel, und das vielleicht regelmäßig. Müsste ich jetzt bei einem richtig guten Kurs auf 1000 Klicks, man sagt immer auf 1000 Klicks, müsste ich 6 Franken, wäre ein richtig guter Kurs, und dann müsste ich 25'000 Klicks auf ein Video haben, um 150 Franken zu bekommen. Verstehen Sie, wie ich das meine? Also logisch, es gibt auch Sponsoren etc. Aber so ist es für mich ein bisschen, dass ich es mir selber ein bisschen eingeschnurrt habe. Das mit Verdienen mit YouTube, das wird wohl nie etwas sein. Mach einfach, wie es dir Spass macht, und wenn es sich ergibt. Und wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Wenn es sich nicht ergibt, ergibt es sich nicht. Aber dass man ein bisschen
Grundgedanken zurückkommt, dass man YouTube für sich selber macht und nicht wegen den Klicks. Die sind ja eigentlich immer noch da am Kiffen im Stadtgarten. Weil da sind sie immer viel am Kiffen. Eben, das ist ein bisschen für mich so das Ding, wäre ich mit deutschen Videos und hochdeutschen Videos erfolgreicher? Ich denke es mal nicht. Nur Jazz ist gut. Gut, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendein Thema habt, das ich ansprechen soll, weil viele Leute schreiben mir nichts. Und genau du hast mich wahrscheinlich noch nicht abonniert, weil der grösste Teil von meinen Zuschauern sind keine Abonnenten. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscure 94. Ciao miteinander.